Moin und herzlich willkommen beim Mehrmachende Punkt. Ich bin Leila El-Hajwi, Moderatorin für diesen Episode. Heute machen wir den Punkt über einem ganz wichtigen Thema, und zwar Demenz. Dazu haben wir schon ein nächstes Video. Das, was ihr gerade gesehen habt, als eine Form von Demenz. Genaueres geht an dieser Episode gewusst. Und heute haben wir eine Expertin zum Thema Demenz, und zwar Madame Christine Dam-Martonnet. Moin. Moin, ich bin froh, hier zu sein. Könnt ihr euch vielleicht kurz vorstellen, ein bisschen erzählen, was er so macht? Ja, ganz gerne. Also für dich mal vielmals merci für die Invitation. Ich bin ganz froh, an so einem super schönen Kader, an mit so einem interessierten Publikum Vielmals merci, über das Sujet zu schwätzen. Mein Name ist Christine Dam-Martonnet und ich bin Chargée de Direction vom Infocenter Demenz. Den Infocenter Demenz, das ist die Beratungsstelle hier in Lützeburg für über alle Fragen zum Thema Demenz zu informieren und Leute zu orientieren. Okay, vielmals merci. Meine erste Frage ist, was ist überhaupt genau Demenz? Eine Demenz ist eine Erkrankung vom Gehirn. Also dass am Gehirn so am Laufe der Zeit verschiedene Veränderungen stattfanden, die machen, dass das Gehirn so nämlich so gut funktioniert. Und es sind ja verschiedene Sachen, die vom Gehirn gesteuert gehen. Das sind die verschiedenen Kognitivleistungen oder geistige Leistungen, wie zum Beispiel die Erinnerung, also Gedächtnis, oder Spruch oder die Orientierung oder Aufmerksamkeit, Konzentration. Bei einer Demenz ist es so, dass durch die Veränderungen am Gehirn, also durch das Krankheit, dass verschiedene Informationen nämlich so gut verschafft gehen, sodass die Kognitivleistungen dann so mit der Zeit noch aufholen. Das heißt, dass sie zum Beispiel aufhängt, Sachen zu vergessen oder vielleicht Schwierigkeiten hat, für Sachen zu machen oder sich irgendwo auf einem Platz rumzufinden. Okay, das ist, wenn ich richtig verstanden und das alles mit dem Gehirn also reliiert. Ja, absolut. Also das ist wirklich eine Erkrankung vom Gehirn. Das ist nicht, dass Demenz eine Fatalität ist oder etwas, was den sich vorstellt oder was den so, was den einfach so möchte wie wann. Aber das ist wirklich eine Erkrankung, die mit der Zeit auch immer mehr weitergeht, sich mit der Zeit los entwickelt, an die aber auch leider nicht heilbar ist. Okay, merci. Meine nächste Frage ist, Christine, was sind dann die ersten Zeichen, die darüber hindeuten, dass sie nun Demenz leidet? Also wie ich gesagt habe, Demenz ist eine Erkrankung, die sich entwickelt. Die Erstenzeichen sind meistens gar nicht so evident. Also das ist so, dass anfängt zum Beispiel mit einer gewissen Vergesslichkeit. Was aber nicht heißt, dass jeder, den etwas vergisst, dass das direkt schon Unzeichen sind von einer Demenz. Nee. Es muss schon eine große Vergesslichkeit sein, die dann auch mit der Zeit immer mehr groß wird und auch einen Einfluss hat auf den Alltag. Also es fängt an mit einer Vergesslichkeit, das heißt vor allem mit einem Kurzzeitgedächtnis. Ne? Das ist eine Person, die konzerniert ist, nicht so gut weiß, was als Haut geschieht, heute Morgen, was war gestern, aber par contre auch die Erinnerungen aus der Kindheit oder aus der freieren Zeit, die bleiben noch mehr lang erhalten. Also das Gedächtnis, was beeinträchtigt ist, mit kann aber zum Beispiel auch sein, dass der Spruch man gut geht, also dass die Person, die konzerniert ist, mehr Schwierigkeiten hat, für Wörter zu finden, für Sätze zu bauen, und für Sätze fertig zu machen, oder die rundherum eine Sache schwätzt, ohne sie richtig zu benennen. Voilà, das ist dann, wenn Spruch konzerniert ist. Okay, super, merci. Für das nächste haben wir ein Video präpariert. Oh mein Gott.
Ich will mal dann. Egal, nichts geht, ja? Mom? Mom, geht das? Und wie bist du denn? Mein nächste Frage ist, Christine, welchen Impact hat Demenz auf die Familie, die Freunde, den allgemeinen Entourage? Ja, Demenz ist eine Erkrankung, die nicht nur für die konzernierte Person schwierig ist, mehr auch für den ganzen Entourage. Das tut immer dazu dienen, dass eine Person, die an einer Demenz erkrankt ist, mit der Zeit immer mehr abhängig wird von externer Hilfe. Das heißt, immer mehr autonom ist und immer mehr selbstständig ist, für am Alltag eins zu gehen. Das heißt, den Entourage, also die Familie, Freunde, die sind immens wichtig für eine Person, die erkrankt ist. Ja. Und ja, was für einen Impact hat, dass man das einerseits, ja, dass die Pflege und die Betreuung natürlich dann mit der Zeit immer mehr groß wird, wo dann auch die Belastung für die Familie auch, ja, etwas ist, wo man da so muss in eins gehen. Und dann seid ihr noch eins so, dass so die Relation sich verändert, also Beziehung oder auch Verhältnis zu, das kann er zum Beispiel, erwurste kann er, für hier Eltern muss sorgen, aber ja, dass sich das Rollenverhältnis da dreht. Mir war aber immer als, oder war den an den meisten Fällen, aber kann gesehen, dass den Zusammenhalt aber an der Familie dann gestärkt wird, weil jeder sich muss mehr auf den anderen verlassen und vielleicht, weil auch eine viel mehr tiefe Beziehung an der Familie dann oder am Entourage dadurch entsteht. Okay, merci. Und für die letzte Frage, wie mir ich dann das letzte Video präpariert? Moin, Mäuschen. Wie geht es dir? Ja, mir geht gut. Was denn? Ja, mir geht super. Ah ja, mir fällt gerade auf, ich habe ein Geschenk für dich. Gibt's mal noch Telefon? Ja, gerne. Ich erinnere mich, wie du Bücher immer gelesen hast. Und du hast die mega gerne. Also ich weiß nicht, wer ihn liest. Ja, vor kurzem habe ich auf meinem Handy ein Bild von der Foto, was noch ganz klein war. Willst du etwas essen? Ich will etwas noch an der Mikro. Den hast du verbunden. Wer bist du? Das ist Melissa. Wer ist Melissa? Was du? Melissa ist meine Schwester. Oh, ihr Blümchen. Wie bist du dann? Na, ich bin in der Ecke gerade. Wer? Das kann nicht sein. Ich schuck ihn kann. Also es möglich, etwas zu machen, für den Prozess von der Demenz zu bremsen oder mehr zu machen. Also wie du im Video hören hast, hast du irgendetwas zu machen, für den Prozess von Demenz halt mehr zu machen? Ja, also wie ich gesagt habe, Demenz ist eine Krankheit, die nicht kann heilen, man kann sie aber behandeln oder Symptome auch behandeln und auch den Verlauf verlangsamen. Da geht es zum Beispiel, also ganz wichtig, intellektuell oder geistig aktiv zu bleiben, also ganz viel zu machen, was das Gehirn stimuliert, weil das Gehirn als ein Muskel oder als mehr wie ein Muskel, den auch kann trainiert gehen. Das Konzept von der Neuroplastizität, das heißt, das Gehirn wirklich kann immer beilehren, sogar wenn es mial ist. Also sogar Leute mit 70, 80 Jahren können noch immer neue Sachen lernen. Das geht dann zwar mehr los, wie wenn ihr 20 oder 30 Jahre hat, aber das ist noch immer möglich. Das heißt, das ist ganz wichtig für ja, geistig immer aktiv zu bleiben, also etwas Neues zu lernen, Bücher zu lesen,
An die andere Sache, die wichtig ist, ist auch sozial aktiv zu bleiben. Okay. Aber sozial wirklich, also mit Freunden, mit Kollegen, mit der Familie Sachen zu erholen, aktiv also rauszugehen, an sich nicht zu verstoppen, weil das natürlich eine Gefahr, die ganz viele Leute dann ja, was sie da machen, ist, dass sie sich dann zurückziehen, an echt auch ja, isolieren. Und das ist nicht so gut. Das heißt, ja, geistisch aktiv bleiben, sozial aktiv bleiben, aber dann auch noch einen anderen Teil, der wichtig ist, als sich gesund ernähren, an viel bewegen, also viel Sport machen, also eigentlich alles am Anfang, was gut ist für uns körperliche Gesundheit, okay, ja, als auch gut für uns Gehirn. Okay. Moja schönech dann vielmals merci, dass da wart an der Zeit geholt alles Frauen zu beantworten. Dat waret schon mam Episode vun Mehr machen de Punkt. Merci für Ihre Aufmerksamkeit a bis eng nächste Kehr bei Mehr machen de Punkt. Hallo? Ja, moin, Herr Schmidt, Herr ist der Doktor. Ich wollte schon Bescheid sagen, dass deine Doktor hat, 50 Jahre bei Herrn Rendezvous. Man muss den nächsten Rendezvous planen für die Züge von ihrer Demenz. Rund 10.000 bis 15.000 Menschen in Lützenbusch leiden unter Demenz. Wenn ihr Symptome bei ihren Lebens erkennt, dann zeigt nicht nur Hilfe zu freuen.